Schönen guten Abend. Wir gingen vielleicht aufhängen und ich will dich ganz herzlich begrüßen auf dieser Präsentation von unserem ersten Kammerbericht. Mein Name ist Christian Meyer. Ich bin zuständig für die Direction Générale du Secteur de l'Enfance. Das ist eng von den DGen aus dem Edukationsministerium, den eben noch zuständig ist für den Kammerbericht, der hier leider an den Haut soll viergestaltet gehen. Der Kammerbericht selber, den hat sich legal gekriegt über das Jugendgesetz. Das Jugendgesetz haben wir 2016 abgebeten, ja für den Bildungsrahmenplan anzuführen, den noch seitdem binden, das für den ganzen nonformalen Bildungsbereich für Kinder und Jugend. Und wir haben eben noch von der Gelegenheit profitiert, für den Kammerbericht, für den eine Basis legal zu gehen. Für selbst für den Bereich von der Jugend, alle 5 Jahre, der Minister sisiert, geht an der Chambre einen Bericht vorzulegen über die Situation von den Kindern, den soll erlauben, über die Forschung Erkenntnisse zu kreieren, die es eben ermöglichen, eine evidenzbasierte Politik aufzubauen. Voilà, wir haben 2018 angefangen und wir haben damals mit den Kollegen von der Jeunesse zusammen das Thema vom Wohlbefinden bestimmt. Und wir sind aber dann noch ein bisschen anders gegangen wie die Jeunesse. Wir haben uns damals hauptsächlich 2 Fragen gestellt. Die eine, das war die, dass wir wollten wissen, wie partizipativ ist dann eigentlich die nonformale Praxis. Von den großen Prinzipien vom Bildungsrahmenplan, den ist die Mitbestimmung von den Kindern. Und wir wollten dann auch von der Gelegenheit profitieren, für zu gucken, wie geht die Mitbestimmung Terrain gelebt. Wir haben dann einen ersten Kontrakt gemacht mit der Uni Lützeburg für eben eine ethnografische Feldforschung, wie das so schön heißt, von der nonformalen Praxis. Und diese ethnografische Feldforschung, die wurde umgesetzt von Nicole Heckel. Nicole Heckel ist die Diplompädagogin und eben noch wissenschaftliche Mitarbeiterin Center for Childhood and Youth Research auf der Uni LU. Die ethnografische Feldstudie ist eben von Nicole Heckel umgesetzt in der Leitung von Professor Sascha Neumann, auch Mal. Den Sascha Neumann, mit dem wir schon lange zusammen arbeiten, war damals noch auf der Uni LU aktiv, ist aber seit 2020 Professor für Erziehungswissenschaften auf der Uni Tübingen. Voilà, wir wollten aber auch den nächsten Kinderbericht nicht bauen, ohne dass wir die Kinder selber gingen zu Wort kommen lassen. Und wir haben dann eigentlich einen zweiten Kontrakt gemacht mit Lisa für eine repräsentative Enquete, wo die Kinder von 8, 10, 12 Jahren an 2 Wellen befragt wurden, wie es ihnen geht. Und das repräsentative Enquete, die wurde realisiert von Dr. Audrey Bousselin. Audrey Bousselin ist Forscherin am Departement Conditions de Vie vom LISA. Wie das eine Grundgeschichte gibt, haben wir dann dezidiert, eine Koordination zu sichern. Und wir haben Sascha Neumann gefragt, für diese Rolle zu überholen. Und Sascha hat dann über das Konzept, also von einem Wellbeing, also ein ganzheitliches Konzept von Wellbeing, wurden dann eigentlich die 2 Etüden, die zusammengefasst. Der Kammerbericht ist eigentlich schon entstanden durch ein ganz enges Zusammenspiel zwischen den 3 Autoren einerseits und noch zwischen den Leuten aus dem Arbeitsgruppe einerseits. Und die Frage rund um Kohärenz, die war von Anfang an für uns ganz, ganz wichtig. Weil das vielleicht Schluss als paar Info dazu, wie der Kammerbericht entstanden ist. Und dann gebe ich vielleicht just noch ganz kurz das Programm vorstellen von heute Abend. Wir haben eine kleine Introduktion, also eine kleine Introduktion von unserem zuständigen Minister, den Herrn Claude Meisch. Dann haben wir dann noch die Präsentation vom Kammerbericht selber. Die ist so aufgebaut, dass die 3 Autoren jeweils hier einen Teil vorstellen, auch an der Sprache, die ihnen geliefert ist. Das heißt, die ersten 2 Beiträge die werden auf Deutsch sein und den 3. Beitrag den auf Französisch. Dafür haben wir auch eine Übersetzung vorgesehen. Den Kanal 1, da hat er die deutsche Übersetzung, Kanal 2, da hat er die französische Übersetzung.
Wenn der Kanderbericht vorgestellt ist, dann hat die Möglichkeit, einige Fragen zu stellen, den Autoren. Und dann wollten wir 4 aufschließen mit einem Cocktail. Und wir wären natürlich immens froh, wenn der ein bisschen Zeit gibt, mit uns eben noch ein paar zu holen, respektive auch den Kanderbericht anzustoßen. Weil das wäre nur von meiner Seite. Und dann freue ich mich, dass wir den Minister Claude Meischenhoven haben für die Introduktion und gebe dann noch dem Minister das Wort login. Merci. Ja, vielmals merci, Christian, lief Leute alle Guten. Ich bin recht froh, dass wir den Kannerbericht haben. Komplettiert als Vue auf Kanner, komplettiert aber auch die Anstrengungen, die wir machen und immer nächstes machen, für ganz konkret Donnerien bei ihnen zu kriegen, Informationen zu sammeln. Weil wenn wir Politik machen ohne Informationen, dann machen wir sie eigentlich just auf Basis von Meinungen. Aber wir wissen, Meinungen, die sind vielfältig, da streiten wir schnell über die Meinungen, aber wir kommen nicht richtig führen. Und dafür probieren wir an der ganzen Bandbreite von dem, was das Ministerium von der Bildung, der Kanner an der Jugend dann eben ausmöchte, auch immer an aller Regelmäßigkeit wissenschaftliche Berichte zu produzieren, zu losen, für eben auch als Politik, die wir machen, darauf können zu basieren, ob ganz konkret Erkenntnisse, die dann auch an den Berichten gewonnen gehen. Das ist zu einer Zeit schon so im Bildungsbericht, da sind wir im Jugendbericht, da sind wir den Resultaten von den Epreuven standardisieren, die an den Dokumentationen von dem Luxemburg Center for Educational Testing anfließen, die immer nächst ob als Bildungssituation an den Schulen auch hinweisen. Und das auch so für die erste Karriere, und dafür sind ich immens froh mit diesem Kannerbericht. So, den ist sicherlich auch wichtig, Informationen gin huet wo an so engem Bericht immer viel méi nach dran ass wie dat war den op enger Präsentation wie den Nowen oder dat war der enger Pressekonferenz kann fir Gestalt gin an immer nester wär das eng Neikeier rausgeholt ze gin durchzugucken es nach enkeier ze lesen an findet immerem nees nei Inspirationun do han. Ganz besonders frohsinnig an das ein Zufall, ja, das war nicht so geplant, aber dass den Kannerberichtperiode aufdeckt auch vom Covid, von der Pandemie, gerade die Wolle auch, wo wir Kanner gefroht haben. Und das ist ein anderer Punkt, den eng stärkt von diesem Kannerbericht ausmöchte. Ein Kannerbericht ohne Kanner zu Wort kommen zu lassen, wäre sicherlich nicht das, was den selber als Ambitionen sich misst tun. Und dieser Kannerbericht ist auch Stimme von den Kanner, und wir hören heute Stimme von den Kanner. Aber besonders interessant ist, wir hören Stimme von den Kanner vor der Pandemie 2019, und wir hören es auch während der Pandemie 2021. Und das kann es, denke ich, ein ganz gutes Bild dafür geben. Flott ist es auch, dass, und auch das war sicherlich nicht im Zusammenhang mit der Pandemie so geplant, aber es ist ein glücklicher Zufall, dass wir gerade auch den Fokus auf Wohlbefinden gelöscht haben, aber auch Partizipation gelöscht haben. An beides war ja auch Gefahr an den letzten 2 Jahren, das Wohlbefinden von den Jungen, an Partizipation von den Jungen, an Partizipation von uns alle Guten, irgendwie extrem eingeschränkt, weil als Freiheit extrem eingeschränkt waren. Die Jungen und Kanner nach mehr Schwierigkeiten hat, das können zu verstehen, zu begreifen, können anzuklassieren, an dem man da auch wirklich etwas unzufänken, an das selber dann auch irgendwie anzuschätzen, was das ist, was man da möchte, dann für was das alles so ist. Da Kenntnis an ich will der Präsentation von Sascha Neumann, aber auch seinen Mandatbestreitenheit nicht viel greifen. Ich will aber darauf feststreichen, dass kennt den, wenn man DAX mengen, kann eigentlich Wohlbefinden belangt, nicht den großen Impact von der Pandemie festgestalten. Man kennt aber andere Erkenntnisse. Das Wohlbefinden von der Kanner ganz stark auch mit der Familiensituation zusammenhängt. Wenn der Fokus gemerkt wird, ob Familie monoparentalen zum Beispiel, merken wir, dass das Wohlbefinden deutlich unter dem Leid, was an der Moyenne feststellen.
Aber wir merken aber auch, dass wenn Kinder das Gefühl haben, und das auch am Alltag leben, dass sie können mitgestalten, dass sie hier das Lebensumfeld auch können beeinflussen durch ihr Engagement, ihre Decisionen, dass sie das können mitdiskutieren und irgendwo sich Geholt spielen von ihrem Umfeld und dass das Umfeld auch reagiert auf das, was sie gerne hätten, dass sich da besser spielen. Und ich meine, beides sind wichtige Erkenntnisse auch für die Politik, und aber sicherlich für viel auch von ihr, die beruflich mit Kanner zu denen, denen ihr Interesse fällt, ob Kanner fokussiert, also an die, wie mir alle Guten sich immer nicht vorstellen, was können wir, also wussten besser machen, für alle diese Kanner gut geht, an die Vorstellung als eigentlich wie alle gute Pädagog, all Abend, wenn wir zurückblicken auf den Tag, und wir hören als etwas für den Tag drauf, um ein Stück weit besser zu machen. Nun, bei der Präsentation von diesem Kannerbericht, denke ich, kriegen wir viele Informationen, was wir in Zukunft noch besser können machen. Vielen Dank. Herr Minister May, vielen Dank für die einführenden Worte zur Vorstellung des Kinderberichts am heutigen Abend. Hier in diesem großzügigen Ambiente, das das Ministerium für uns alle hier reserviert hat. Auch dafür vielen Dank für die exzellente Vorbereitung und Organisation, die für mich als Koordinator des ersten Kinderberichts nahezu geräuschlos im Hintergrund verlaufen ist. Und das ist ein ganz großes Dankeschön wert. Was ich ebenfalls möchte ich einen Dank ansprechen an Sie alle, die hier gekommen sind, sich hier eingefunden haben heute Abend, um die Präsentation des ersten Kinderberichts für Luxemburg mitzuverfolgen. Ich möchte in den folgenden knapp 15 Minuten Ihnen kurz etwas erzählen über die konzeptionellen Hintergründe dieses Berichts, wie er zustande gekommen ist, wie er aufgebaut ist, was es mit den einzelnen Teilstudien auf sich hat und auch noch mal eingehen auf das Konzept des Wohlbefindens, das grundlegend gewesen ist für unsere Arbeit in den letzten gut 3 Jahren. Zunächst einmal Gegenstand des Kinderberichts sind, das darf man durchaus so allgemein auch auffassen, ist die Lebenssituation der Kinder, also der jungen Menschen in Luxemburg im Alter zwischen 0 und 12 Jahren. Der Fokus des Berichts liegt auf dem kindlichen Wohlbefinden oder Englisch Child Wellbeing bzw. Bien-être des Enfants auf Französisch, und damit, das hat Christian Mayer bereits erwähnt, knüpfen wir auch an die Themenstellung des Jugendberichts aus dem Jahr 2020 an, der im letzten Jahr erschienen ist, aber es ist der Jugendbericht 2020, der sich ebenfalls mit dem Wohlbefinden der jungen Menschen in Luxemburg beschäftigt, aber die Altersgruppe der 12- bis 29-jährigen Menschen umfasst. Wir streben an oder verpflichten uns mit diesem Kinderbericht auf eine möglichst ganzheitliche Perspektive. Das heißt, wir wollen nicht nur bestimmte Ausschnitte der Lebenswelt von Kindern in den Blick nehmen, sondern verschiedene Lebensbereiche betrachten. Die Familie, die Freizeit, aber auch die Schule und das Wohlbefinden im Kontext der Schule und ganz wichtig, der immer bedeutsamer werdende Bereich der nonformalen Bildung, also der vor- und außerschulischen Tagesbetreuung für die Kinder in Luxemburg, die sogenannten Services d'éducation et d'accueil, die ebenfalls ein wichtiger Gegenstand unserer Betrachtungen in diesem Kinderbericht sind. Dann betrachten wir Wohlbefinden auf der Basis verschiedener Dimensionen. Das heißt, eingehen in dieses Konzept unterschiedliche Dimensionen. Einmal die allgemeine Lebenszufriedenheit, die standardmäßig in vielen, vielen Studien international zum Wohlbefinden von Kindern immer wieder erhoben wird. Positive, negative Gefühle, das Sicherheitsempfinden von Kindern in unterschiedlichen Kontexten, in denen sie leben, ihre Erfahrungen von Partizipation, Teilhabe, Mitbestimmung, die sie machen, Erfahrungen von Zugehörigkeit, die sie machen können, sowohl in der Familie, in der Schule als auch im Sektor der nonformalen Bildung. Also wir haben hier versucht, möglichst breit das zu erfassen und das von der Perspektive der Kinder oder beziehungsweise von den Kindern her so zu erfassen, dass die Kinder unsere Hauptinformanten waren. Das heißt, ihre Einschätzungen, ihre Erfahrungen, ihre Sichtweisen oder bezogen auf die qualitative Studie, die Teil dieses Kinderberichts ist, zur Partizipation, ihre Aktivitäten waren im Mittelpunkt
unserer Analysen und unserer Datenerhebungen gestanden. Dann ebenfalls nicht zu vergessen, während der Erarbeitungszeit des Kinderberichts, also in der Periode zwischen 2018 und 2021, kam es zu einer weltweiten Pandemie, die das Leben aller Menschen irgendwie auf den Kopf gestellt hat, zumindest stark beeinflusst hat. Und Kinder sind davon natürlich nicht ausgenommen gewesen. 2020 gab es ja auch Schulschließungen in Luxemburg und es gab tief in das Jahr 2021 hinein Einschränkungen, die den Alltag der Kinder beeinflusst haben. Es ist kein Bericht über die Pandemie, das will ich ausdrücklich sagen. Also die Pandemie war auch nicht der Anlass dafür, diesen Bericht aufzugleisen, auch wenn das vielleicht in der Presse letzte Woche etwas so rübergekommen ist, als sei das der unmittelbare Anlass gewesen. Das war es nicht. Aber die Pandemie fiel nun mal in diesem Bearbeitungszeitraum und für uns ist es deswegen auch so gewesen, dass wir gesagt haben, der Bericht wäre nicht glaubwürdig, wenn er diese Phase der Pandemie nicht einer besonderen Betrachtung bezogen auf die Konsequenzen, die das für Kinder und ihren Alltag hatte, mit einbeziehen würde. Also wir müssen darauf eingehen im Bericht und haben das auch getan, auch im Rahmen einer extra Erhebung, die dann nochmal 2021 erfolgt ist. Aber es ist kein Bericht nur über die Pandemie. Da gab es auch vorher in Luxemburg schon andere Studien, an denen ich mit Claudine Kirsch auch gemeinsam mitgewirkt habe. Okay, wie ist der Bericht entstanden? Also Erarbeitungszeitraum habe ich jetzt mehrfach erwähnt, lag zwischen 2018 und 2022. Die Datenerhebungen in den beiden Teilstudien fanden 2019 bis 2021 statt, also vor und während der Pandemie. Die Kooperation, so eine Kooperation letztendlich zwischen verschiedenen Organisationen, also allen voran das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend als Auftraggeber. Und dann waren 3 Forschungseinrichtungen an der Erstellung des Kinderrechts beteiligt. Einerseits die Universität Tübingen, also mein jetziger Arbeitgeber, die die Rolle der fachlichen Koordination übernommen hat. Dann die Universität Luxemburg und dort das Center for Childhood and Youth Research in Person von Nicole Heckel, vertreten heute Abend hier, sowie das Luxembourg Institute of Socioeconomic Research, das LISA, vertreten von Dr. Audrey Bousselin am heutigen Abend, die verantwortlich waren für die quantitative Studie. Es gibt 3 Autorinnen, beziehungsweise ein Autor und 2 Autorinnen, die sitzen alle hier oben auf diesem Podium. Die haben Sie also auch schon wahrgenommen, als Sie hier in den Raum hineingekommen sind. Auf Seiten des Ministeriums waren Mitglieder der Direction Générale du Secteur de l'Enfance, Teil der Arbeitsgruppe, die diesen Kinderbericht, also das Monitoring bei diesem Kinderbericht hatte und den Prozess gemanagt hat im Grunde genommen. Also das gesamte Team um Christian Mayer, die eben die Begrüßung gemacht hat hier. Warum ein Kinderbericht für Luxemburg? Das hat Christian Mayer bereits erwähnt. Es gibt einen gesetzlich festgelegten Auftrag, dass der verantwortliche Minister dem Parlament alle 5 Jahre einen Bericht über die Situation der jungen Menschen in Luxemburg vorzulegen hat. Artikel 15 des modifizierten Jugendgesetzes. Und in Luxemburg gibt es dafür eigentlich 2 Instrumente. Der seit mehr als einem Jahrzehnt gut etablierte Jugendbericht, der die Altersgruppe der 12- bis 29-jährigen jungen Menschen in Luxemburg umfasst. Und jetzt zum ersten Mal auch ein Kinderbericht, der die jüngere Altersgruppe der Kinder 0 bis 12 Jahre umfasst. Und das sind die beiden Instrumente, die quasi in diese Berichterstattung zur Situation der jungen Menschen in Luxemburg dann eingehen oder die Grundlage dafür bilden. Es gibt noch ein wichtiges 3. Instrument, der Minister hat es auch erwähnt, das ist der Bildungsbericht für Luxemburg, der auch in regelmäßigen Abständen alle 3 Jahre erscheint. Der Unterschied zwischen dem Bildungsbericht und dem Kinderbericht, ich sage das jetzt nicht, um mich hier abzugrenzen, aber nur um das nochmal deutlich zu machen, verständlich zu machen. Der Bildungsbericht bezieht sich auf das Bildungssystem, der Kinderbericht bezieht sich nicht auf das Bildungssystem, sondern auf die Lebenssituation der Kinder. Und Schule ist natürlich ein wichtiger Teil davon, wird deswegen mit erfasst, aber es ist kein Bericht über das Bildungssystem. Und beides sollte man auch nicht miteinander verwechseln. Also Bildungsberichterstattung und Berichterstattung über die Lebensverhältnisse von Kindern. Das ist nicht einfach dasselbe. Okay, was verstehen wir unter kindlichem Wohlbefinden? Also wir schließen da an den internationalen Fachdiskurs, an den wissenschaftlichen Diskurs und sagen, kindliches Wohlbefinden ist letztendlich zu verstehen als ein multidimensionales Konzept,
Und so haben wir es auch erfasst und analysiert. Also erhoben und analysiert haben wir die allgemeine Lebenszufriedenheit von Kindern, aber auch die Zufriedenheit der Kinder in bestimmten wichtigen Bereichen ihres Lebens, also domänenspezifisch, Familie, Schule, nonformale Bildung, ihre Freundschaftsbeziehungen, die sie haben, Freizeitaktivitäten und so weiter, Mitbestimmungserfahrungen, haben versucht, möglichst breit uns hier aufzustellen. Dann haben wir unseren Fokus auch gerichtet auf die positiven und negativen Gefühle, also das, was man als psychologisches Wohlbefinden bezeichnen kann. Also positive und negative Gefühle von Kindern bezogen auf die eigene Person, auf das eigene Selbst, das eigene Erscheinungsbild, aber auch die soziale Umwelt und die Erfahrungen, die sie mit Bezugspersonen machen. Positive und negative Gefühle wären zum Beispiel Freude, Zuversicht, negative Gefühle, Stress, Traurigkeit, Einsamkeit. Also danach haben wir gezielt gefragt. Und für uns war es aber auch wichtig, die Zusammenhänge zu analysieren zwischen den verschiedenen Dimensionen des Wohlbefindens und bestimmten Aspekten des Lebens von Kindern. Einfach aus der Überzeugung heraus, dass man nicht einfach sagen kann, in Luxemburg ist es wie überall, die Zusammenhänge werden überall, kann ich internationalen Studien nachlesen. Dann haben wir gesagt, wir müssen das für Luxemburg erst einmal herausfinden, was ist denn hier besonders wichtig. Wie sehr ist was für die Kinder in Luxemburg denn bedeutend? Und deswegen haben wir uns Zusammenhänge angeschaut, etwa zwischen der allgemeinen Lebenszufriedenheit und der Zufriedenheit zum Beispiel mit der Schule. Gibt es dort einen Zusammenhang? Also sind Kinder, die mit der Schule zufrieden sind, auch insgesamt zufriedener mit ihrem Leben? Und das haben wir uns für Luxemburg angeschaut. Insgesamt ist die Forschung zum kindlichen Wohlbefinden, also international seit gut 2 Dekaden, also sehr stark auf dem Vormarsch, ein wachsendes Forschungsfeld. Es ist ein Forschungsfeld, was zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis angesiedelt ist. Also passiert nicht im Elfenbeinturm, sondern in der Regel sehr nah an der Politik und auch in der pädagogischen Praxis dran. Und es gibt natürlich auch in dieser Forschungsrichtung nach wie vor methodologische Debatten darüber, wie man Wohlbefinden am besten erfasst. Es gibt viele Kontroversen und das haben wir uns natürlich alles angeschaut und hier für Luxemburg eine bestimmte Entscheidung getroffen, zu sagen, was können wir machen. Aber zentral war für uns, dass wir unterschiedliche Lebensbereiche erfassen, also möglichst breit ansetzen wollen. Und an der Stelle haben wir uns dann auch bezogen auf ein in der Forschung zum Wohlbefinden international gut etabliertes sozialökologisches Modell der Bedingungsfaktoren und Erfahrungskontexte für kindliches Wohlbefinden, wie sie zum Beispiel auch die UNICEF-Studien verwenden. Also die letzte war die UNICEF Report Card 16 aus dem Jahr 2020, wo UNICEF sich auf die sogenannten Worlds of Influence bezogen hat, also Welten, die sozusagen das Wohlbefinden von Kindern als Outcome verstanden, in dem Fall beeinflussen. Und die sind manchmal näher an der Lebenswelt des Kindes, also die unmittelbare soziale Umgebung, oder liegen weiter weg, wie etwa der politische Kontext. Wir haben das nicht alles jetzt sozusagen gezielt und ausgiebig untersucht, aber wir haben schon unterschiedliche Untersuchungsebenen drin in dem Kinderbericht, also kindliche Erfahrungsräume, die relativ nah an den Kindern und der Position des Kindes sind, wie etwa die Familie oder halt eben die Kindertagesbetreuung, aber auch natürlich Bezug genommen auf bestimmte gesellschaftliche oder politische Rahmenbedingungen, wie etwa die Institutionalisierung des Aufwachsens außerhalb von Schule und Familie in der nonformalen Bildung. Das sind ja politisch gesetzte Rahmen und die haben Kindheit in diesem Land auch beeinflusst. Sie war nicht der Auslöser für eine Veränderung der Kindheit, aber ein Schritt halten mit einer Modernisierung von Kindheit sozusagen. Daraufhin sind die entstanden, beeinflussen aber das Leben und so beeinflusst auch ein nationaler Rahmenplan für die nonformale Bildung das Leben von Kindern. Und wir haben uns halt angeschaut, inwiefern das der Fall ist, ja, in dieser qualitativen Studie zum Beispiel. Aber wir haben natürlich auch die Pandemie als einen gesellschaftlichen Kontext, der massiv das Alltagsleben der Menschen beeinflusst hat. Es waren nicht nur gesundheitliche Folgen damit verbunden, sondern auch massive soziale Folgen. Und wie das sozusagen das Wohlbefinden der Kinder verändert hat oder wie sich das Wohlbefinden in der Zeit der Pandemie verändert hat, das haben wir uns auch angeschaut. Gut, nur noch kurz mal zu den Datengrundlagen und Einzelstudien. Also wir haben im Kinderbericht integriert unter der gemeinsamen konzeptionellen Klammer des kindlichen Wohlbefindens 2 zunächst unabhängig voneinander gestartete Einzelstudien.
Eine erste qualitative Feldstudie mit dem Titel Die Praxis des nationalen Rahmenplans Inklusion und Partizipation von Kindern im Alltag der Strukturen der nonformalen Bildung. Damit erfassen wir erstens den Bereich der nonformalen Bildung, wie schon erwähnt, der in den letzten Jahren für Kinder in Luxemburg immer wichtiger geworden ist, oder sind bald 20 Jahre oder mehr als 15, immer wichtiger geworden ist und damit aber auch ein Stück Lebenswirklichkeit der jüngeren Kinder erfasst. Also die quantitative Untersuchung, das nehme ich jetzt vorweg, hat sich mit den 8-, 10- und 12-Jährigen in Luxemburg befasst. Und wir haben versucht oder uns die Frage gestellt, wie können wir denn noch weiter runtergehen? Das ist mit Befragungen erfahrungsgemäß methodisch schwierig. Aber dadurch, dass wir eine Beobachtungsstudie vor Ort in Einrichtungen der nonformalen Bildung gemacht haben, haben wir auch ein Stück der Lebenswirklichkeit der jüngeren Kinder, also unter 8-Jährigen, mit erfassen können. Ausgangspunkt für diese qualitative Studie ist der Befund, der wissenschaftlich gut abgesichert ist, dass es eben einen engen Zusammenhang von Wohlbefinden und Partizipations- und Zugehörigkeitserfahrungen gibt. Und das war letztendlich auch der theoretisch gesetzte Ausgangspunkt. Und von dort her haben wir gefragt, was die Strukturen, die kollektiven Strukturen der nonformalen Bildung in Luxemburg zur Partizipation und Inklusion von Kindern beitragen und damit zu ihrem Wohlbefinden, beziehungsweise welche Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen sie und wie wird der Alltag in diesen Strukturen auch von den Kindern selbst mitgestaltet. Also auch darauf haben wir unseren Fokus gelegt. Die zweite Studie ist die bereits angesprochene quantitative Studie. Dabei handelt es sich letztendlich für den Kinderbericht, wurden Daten zusammengefasst aus 2 Erhebungen aus der Studie Bien-être des enfants au Luxembourg und aus dem Projekt Family Response and Wellbeing Effects of COVID-19, die beide durchgeführt wurden vom Luxembourg Institute of Socioeconomic Research. Der Beitrag ist in französischer Sprache im Kinderbericht abgedruckt. Autorin ist Audrey Brosselin. Die Grundlage ist eine repräsentative, standardisierte Online-Befragung in 2 Wellen, also mit dem gleichen Fragebogeninstrument, und zwar 2019 bei den 8-, 10- und 12-Jährigen und 2021 dann wieder bei den gleichen Kindern, nur waren die dann halt 10, 12 und 14 Jahre alt. Und da konnten wir aber immerhin die 10- und 12-Jährigen vergleichen mit den 10- und 12-Jährigen 2019 und somit Informationen auch darüber bekommen, wie sich das Wohlbefinden im Zuge oder im Zusammenhang der Pandemie verändert hat. Der Fragebogen ist ein Instrument, das in insgesamt 40 Ländern im Moment eingesetzt wird. Der wurde aufgegriffen und ein bisschen angepasst auf den luxemburgischen Kontext, aber es ist der Fragebogen aus der Children's World Studie, also Expertinnen der Wohlbefindensforschung kennen die. Die wird im Moment in 40 Ländern durchgeführt und erzeugt natürlich auch Daten, die dann unter Umständen vergleichbar sind. Also man kann Ländervergleiche des Wohlbefindens mit diesen Daten anstellen. Ja, hier geht es um die verschiedenen Dimensionen kindlichen Wohlbefindens, Veränderungen seit Beginn der Pandemie, Bedingungsfaktoren für das Wohlbefinden, also was ist wirklich jetzt wichtig für das Wohlbefinden der Kinder in Luxemburg, was sind wichtige Faktoren und die Altersspanne, also Altersgruppe sind die 8-, 10- und 12-Jährigen. Okay, Besonderheiten nochmal zusammenfassend. Die subjektive Sichtweise der Kinder spielt im Kinderbericht eine zentrale Rolle. Es gibt Informationen bezogen auf die Pandemie und was das mit dem Wohlbefinden der Kinder gemacht hat in dieser Zeit. Und wir haben den für Luxemburg immer wichtigeren Bereich der nonformalen Bildung mit integriert in diesem Bericht. Okay, nochmal zu erinnern, es ist der erste Kinderbericht für Luxemburg, also ein Stück weit auch Pionierarbeit, die wir da machen mussten und gerne gemacht haben. Die Kinder wurden selbst befragt, ihr Alltag stand im Mittelpunkt. Das finde ich beachtlich, weil das in der staatlich organisierten Berichterstattung international gesehen noch eher selten ist. Also wir haben nicht Eltern, Lehrpersonen, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter befragt, sondern tatsächlich Kinder direkt angesprochen. Und wir schließen damit, denke ich auch, der Minister hat es angesprochen, eine wichtige Forschungslücke zur Situation der Kinder im Land oder Datenlücke oder auch Lücke im Kontext der Kindheitsforschung in Luxemburg. Und ja, wir hoffen,
zumindest damit wichtige Erkenntnisse zu liefern für einerseits eine evidenzbasierte Politik für die Kinder hier im Land, aber auch eine evidenzbasierte Praxisgestaltung in den vielen pädagogischen Einrichtungen und Diensten in diesem Land. Ich gebe jetzt weiter an Nicole Heckel, die Ihnen die qualitative Studie näher vorstellen wird. Ja, danke Sascha. Herzlich willkommen auch von mir. Ich möchte Ihnen nun einen Einblick in das Kapitel des Kinderberichts Den Alltag mitgestalten, Partizipation und Inklusion in Strukturen der nonformalen Bildung in Luxemburg geben. Das Kapitel stellt anhand von ethnografischem Datenmaterial, das im Rahmen eines Projekts in Strukturen der nonformalen Bildung in Luxemburg erhoben wurde, exemplarisch dar, auf welch unterschiedliche Weise Kinder auf das Alltagsgeschehen Einfluss nehmen und dabei Teilhabe und Mitbestimmung erfahren. Und für die heutige Präsentation werde ich das Kapitel verkürzt darstellen und das Verhältnis der zentralen Aspekte Wohlbefinden, Partizipation und Inklusion skizzieren, sowie die Datengrundlage und den Forschungszugang klären. Anhand ausgewählter Beispiele aus der teilnehmenden Beobachtung werden verschiedene Varianten der Einflussnahme von Kindern auf den Betreuungsalltag sowie Prozesse der Herstellung von Zugehörigkeit überblicksartig vorgestellt. Und enden werde ich mit einigen zentralen Erkenntnissen mit Blick auf das Wohlbefinden, die soziale Position und die Akteurschaft von Kindern. Und ich werde einige mögliche Konsequenzen für die pädagogische Praxis bei der Realisierung von Partizipation und Inklusion anreißen. In der Forschung zum Wellbeing von Kindern wurde immer wieder gezeigt, dass ein hohes Maß an Selbstbestimmung auch mit einer hohen allgemeinen Lebenszufriedenheit einhergeht. Und auch in der Forschung zur Qualität von Kindertageseinrichtungen wurde wiederholt nachgewiesen, dass Partizipation und Inklusion eine wichtige Rolle für die Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Kindern spielen. Und das zeigt sich nochmal besonders deutlich, wenn die Qualität von Kindertageseinrichtungen aus Kindersicht beurteilt wird. Partizipative und inklusive Aspekte wie Selbstbestimmung, Mitbestimmung oder Wertschätzung stellen zentrale Kriterien dar, die in vielfältiger Weise die Einschätzung von Kindern zur Qualität ihrer Kindertageseinrichtungen prägen. Der Bedeutungszuwachs von Partizipation und Inklusion im Kontext der außerschulischen Bildung und Betreuung von Kindern manifestiert sich auch im luxemburgischen Nationalen Rahmenplan zur nonformalen Bildung im Kindes- und Jugendalter, der die zentralen Leitlinien für die fachlich-pädagogische Orientierung im Sektor der Kindertageseinrichtungen und der Tageseltern formuliert. Und wirft man einen genaueren Blick in den nationalen Rahmenplan, so zeigt sich, dass kindliche Partizipation in einen engen Zusammenhang zum Wohlbefinden der Kinder gebracht wird. Ich zitiere: Für ihr Wohlbefinden sind Kinder und Jugendliche auf die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse angewiesen. Zunehmend wird die Möglichkeit der Selbstverwirklichung wichtig. Das Streben nach Zugehörigkeit, Austausch und Partizipation ist ebenso bedeutsam wie jenes nach Autonomie und Unabhängigkeit. Und die Frage nach dem Wohlbefinden von Kindern ist auch eng verbunden mit der Umsetzung der Kinderrechte sowie der Frage nach Partizipation, Teilhabe und Zugehörigkeit in Kindertagesstrukturen. Das Thema Partizipation genießt seit dem Beschluss der UN-Kinderrechtskonvention Anfang 1989, die im Übrigen auch von Luxemburg ratifiziert wurde, ein wachsendes politisches, fachliches und öffentliches Interesse. Mit der UN-Kinderrechtskonvention werden Kinder als eigenständige Rechtsträger anerkannt und sie gewichtet das Wohlbefinden von Kindern in Gestalt der Partizipations-, der Schutz- und Förderrechte gleichsam als universelles Grundrecht. Die Forderung der Umsetzung von Kinderrechten und Inklusion sowie die Frage nach dem Wohlbefinden von Kindern kristallisiert sich hier, so könnte man sagen, vornehmlich in deren Partizipationsmöglichkeiten. In der pädagogischen Fachdiskussion ist man sich einig darin, dass Partizipation und Inklusion zentrale Zielsetzungen und Merkmale einer qualitativ hochwertigen, zeitgemäßen Praxis im Feld der Kindertagesbetreuung darstellen. Während Inklusion auf der Ebene der Einrichtungen des Bildungssystems den gleichen Zugang zu diesen Organisationen für alle Kinder meint, wird Inklusion auf der Ebene des Alltagsgeschehens in diesen Organisationen
in erster Linie als die gleichwertige Möglichkeit der Teilnahme an verschiedenen Spiel- und Lerngelegenheiten sowie an pädagogischen Beziehungen und Peerbeziehungen verstanden. Das heißt, auf der Ebene des Bildungssystems konkretisiert sich Inklusion in der Teilnahme an Bildungsangeboten. Im Alltagsgeschehen von Kindertageseinrichtungen konkretisiert sich Inklusion wiederum in Partizipation. Für das Verhältnis von Partizipation und Inklusion bedeutet das, dass Partizipation gleichsam als Innenseite von Inklusion, also der Modus ihrer Verwirklichung im Alltagsgeschehen aufgefasst werden kann. Die beiden Begriffe sind deswegen zwar noch nicht als Synonym zu verstehen, überschneiden sich aber, wenn es um die Mikroebene des Alltags in Kindertageseinrichtungen geht. Partizipation gilt dabei also als jenes Mittel der Wahl, mit dem Inklusion im institutionellen Alltag letztlich verwirklicht werden kann. Und diese Auffassung basiert auf einem breiten Inklusionsverständnis. Es bezieht sich also nicht nur und nicht lediglich auf Menschen mit Beeinträchtigungen. Vielmehr geht es darum, für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Lebensbedingungen und ihren je individuellen Voraussetzungen, gleiche Chancen zur Teilhabe an Bildung und den entsprechenden institutionellen Angeboten zu ermöglichen. Die Datengrundlage für diesen Beitrag stammt aus dem Zusammenhang des Projekts Die Praxis des Nationalen Rahmenplans, Inklusion und Partizipation von Kindern im Alltag der Strukturen der nonformalen Bildung, das zwischen 2018 und 2021 von Sascha Neumann und mir an der Uni Luxemburg durchgeführt wurde und vom Menchi finanziert wurde. Um die zentralen Einsichten aus dem Projekt zu verdeutlichen, wurden für das Kapitel im Nationalen Kinderbericht in erster Linie Sequenzen aus den Datenprotokollen der teilnehmenden Beobachtung der Ethnographie ausgewählt, die wir in insgesamt 7 Einrichtungen über mehrere Wochen begleiteten. Und die Phase der teilnehmenden Beobachtung erstreckte sich dabei von November 2018 bis Juli 2021, fiel also auch in den Zeitraum der Pandemie. Die am Projekt teilnehmenden Strukturen haben wir nach folgenden Kriterien selektiert. Also systematisch haben wir berücksichtigt auf der strukturellen Ebene diejenigen kollektiven Strukturen, die eine Konvention mit dem Staat abgeschlossen haben. Und dabei wurden dann gezielt Einrichtungen in Betracht gezogen, die einem großen Träger angehören, sowie Einrichtungen, die einem kleinen Träger angehören. Und diese Strukturen wurden wiederum mit privatwirtschaftlich agierenden Einrichtungen kontrastiert, die keine Konvention mit dem Staat besitzen. Dort haben wir wiederum unterschieden zwischen kollektiven Strukturen und Assistants Parentaux. Und systematisch berücksichtigt wurden auch die pädagogischen Konzeptionen der Einrichtungen, die Concept d'Action Générale. Auf dieser Ebene nochmals haben wir dahin sortiert und ausgewählt, welchen Stellenwert Partizipation und Inklusion in diesen Konzeptionen spielen. Und im Zentrum der teilnehmenden Beobachtung standen dann schließlich die gesamte Vielfalt unterschiedlicher Situationen in den Strukturen, wie etwa Freispielphasen, das Mittagessen, pädagogische Angebote, also all die alltäglichen wie auch außergewöhnlichen Ereignisse und Abläufe, die sich während der Forschungsphase der teilnehmenden Beobachtung ereigneten. Und den so erzeugten Datenkorpus haben wir zur Wahrung der Anonymität pseudonymisiert und dann anschließend mit den Arbeitstechniken des Codierens und Kontrastierens der Grounded Theory ausgewertet. Für die Darstellung der Projektergebnisse im Rahmen des Kinderberichts haben wir dann Analysefragen angelegt. Und da waren so folgende Fragen leitend, wie nehmen Kinder Partizipationsmöglichkeiten in den Einrichtungen wahr? Welche Formen der Einflussnahme nehmen Kinder für sich sowohl innerhalb als auch jenseits von Aktivitäten, die von Erzieherinnen und Erziehern strukturiert werden, wahr? Wo handeln Kinder gegebenenfalls auch gegen die intendierten Erwartungen der Erwachsenen im Sinne eines Underlife? Wie tragen Kinder als Akteure selbst zu Partizipation und Inklusion bei? Und nicht zuletzt, wie wird dabei Zugehörigkeit erzeugt und in welcher Weise sind Kinder daran beteiligt? Im Kapitel des Berichts präsentieren wir dann exemplarisch einige Szenen aus den Kindertageseinrichtungen, die auf ganz vielschichtige Weise deutlich machen, wie dort im Alltag Partizipations- und Inklusionsprozesse verlaufen können.
Bei der Analyse der Beobachtungen zeigen sich vielfältige Möglichkeiten der Einflussnahme, der Partizipation und Inklusion von Kindern, die sich danach unterscheiden lassen, wie viel Kontrolle Kinder als Kollektiv oder als eigene über eine jeweilige Situation haben, im Sinne einer sogenannten Controlling Agency, wie es Simone Mortini in ihrer Dissertation beschreibt. Man könnte auch von einer Art gleitenden Akteurschaft sprechen, die sich über mehrere Akteure verteilte Kontrolle bezieht. Für das Kapitel im Bericht haben wir die Szenen folgendermaßen geordnet. Wir präsentieren Situationen, die sich eher als von Erwachsenen initiiert darstellen und in denen die Ausgestaltung der Situationen stärker von den erwachsenen pädagogischen Fachkräften gelenkt wird, wie zum Beispiel das Christbäumchen malen, in dem die Kinder mit einer Erzieherin zusammen in der Vorweihnachtszeit ein Christbäumchen ans Fenster malen und die eigenen Hände als Zweige verwenden. Und hier geht es stärker um das gemeinsame Tun und darum, seine eigenen Spuren in der Einrichtung zu hinterlassen. Ebenso wird hier eine Beispielsituation vorgestellt, in der sich Kinder für einen Charity-Stand engagieren, um einen Erzieher zu unterstützen, der für eine Zeit ins Ausland möchte. Und die Kinder warfen diese Idee auf und die Erzieherinnen setzten den Wunsch mit den Kindern gemeinsam um. Und wir präsentieren Beispielsequenzen, die eher von Kindern initiiert und getragen werden, beziehungsweise Situationen, in denen Kinder unter sich in ihren Peergruppen agieren. So zum Beispiel ein Konflikt um eine Sonnenbrille, die zwei Kinder zur gleichen Zeit haben möchten. Und wir zeigen eine Szene, in der es um die Neuinterpretation der Erwachsenenkultur geht, in der Kinder untereinander beim Mittagessen im Speisesaal Kellnerin spielen. Genau. Und einmal eine Szene, in welcher Kinder an der sogenannten Mur des Familles, das ist so eine Wand, in der verschiedene Bilder von den Familien der Kinder, die die Einrichtung besuchen, präsentiert werden und die die Kinder selbst in die Hand nehmen können. Genau, in so einer Mur des Familles die Diversität ihrer eigenen Herkünfte und die ihrer Peers zur Geltung bringen. Die Einflussnahme, so lässt sich als eine der zentralen Erkenntnisse formulieren, der Kinder umfasst so unterschiedliche Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das allseits begrüßte Formulieren von Vorschlägen in einem Morgenkreis, die Aufkündigung der Mitwirkung bei bestimmten Situationen oder die spielerische Neuinterpretation sowie das Unterlaufen von Regeln der Erwachsenen. Die Beobachtungssequenzen zeigen aber auch, dass Kinder selbst Akteure von Partizipation und Inklusion sein können, indem sie beispielsweise in Peer-Interaktionen ohne Zutun von erwachsenen pädagogischen Fachkräften die Diversität ihrer eigenen Herkünfte und die ihrer Peers zur Geltung bringen, ohne diese zu bewerten. Damit leisten sie immer auch einen bedeutenden Beitrag zum Wohlbefinden ihrer Peers, etwa auch im Sinne stellvertretender Erfahrungen. Vielleicht zur Ergänzung, also die stellvertretende Erfahrung gehört zum theoretischen Konzept der Selbstwirksamkeitserfahrung. Das ist eine soziale Lerntheorie von Bandura und die besagt, die stellvertretende Erfahrung, dass neben der eigenen gemachten Erfahrung die Selbstwirksamkeitserfahrung auch positiv durch die stellvertretende Erfahrung beeinflusst werden kann. Also hierzu muss die Person die Möglichkeit erhalten, ein Verhaltensmodell zu beobachten, durchaus andere Kinder, dessen Verhalten als nachahmenswert angesehen wird. Und die Beobachtungen illustrieren damit vielleicht auch auf ungeahnte Weise, gerade auch anhand des Beitrags der Kinder, das Partizipations- und Inklusionspotenzial des Alltags in den Strukturen der nonformalen Bildung. Die Beobachtungen der vielfältigen Einflussnahme von Kindern illustrieren auch, dass es nicht immer nur die Erwachsenen sind, die Partizipation von Kindern ermöglichen. Auch zusätzliche Auflagen, die im Kontext der Eindämmung der Covid-Pandemie in den Organisationsalltag Einzug gehalten haben, wirken sich nicht prinzipiell einseitig als Beschränkungen von Partizipations- und Interaktionsprozessen aus. Sie können auch die Schaffung von Partizipationsgelegenheiten anregen. Und es sind auch nicht alleine die aufwendig arrangierten Aktivitäten oder demokratiepädagogischen Events, welche den entscheidenden Unterschied im Hinblick auf die Partizipation und Inklusion von Kindern machen. In diesem Sinne zeigen auch die geschilderten Szenen aus dem Alltagsgeschehen der am Projekt beteiligten Strukturen, dass sich Mitbestimmung und Teilhabe vor allem im täglichen Klein-Klein ereignen und dort auch weitaus häufiger anzutreffen sind, als man dies zunächst vermutet vielleicht. So zeigen die Beispiele auch, dass Partizipation nicht nur dann Partizipation ist oder als solche stattfindet,
wenn diesbezügliche Aktivitäten und Arrangements allein durch die Hände des pädagogischen Fachpersonals gegangen sind. Es sind eben häufig nicht die geplanten Arrangements und Aktivitäten, sondern die alltäglichen Interaktionen, die eine wichtige Rolle spielen. Man könnte hier im Unterschied zu eher Politik simulierenden Verfahren, wie zum Beispiel Kinderräten, auch von alltagsintegrierter Partizipation sprechen. Darüber hinaus scheint es eben auch nicht nur diesen einen richtigen Weg zu geben, kindliche Partizipation zu realisieren. Es müssen eben auch immer die kontextuellen und situativen Bedingungen vor Ort in den jeweiligen Einrichtungen in Rechnung gestellt werden. Und für das pädagogische Fachpersonal in Einrichtungen der nonformalen Bildung könnte das vielleicht zugleich eine entlastende wie auch ermutigende Botschaft sein. Partizipation findet eben nicht nur ganz häufig auch mal ungeplant statt und bisweilen sogar ohne, dass Erwachsene sich darum noch zusätzlich zu kümmern haben. Und da geht es vor allem dann auch darum, den Alltag aufmerksam zu beobachten und diese spontanen Partizipationsereignisse geschehen zu lassen. Die Einrichtungen der nonformalen Bildung in Luxemburg können die Gelegenheit für Sozialbeziehungen außerhalb der eigenen Familie und des eigenen Herkunftsmilieus von Kindern stiften. Sie können für Kinder soziale Erfahrungsräume eröffnen, in denen sie Gleichaltrigen begegnen und sich mit ihnen auseinandersetzen, an der Alltagsorganisation aktiv beteiligt werden, sowie diese konstitutiv mitgestalten, während sie dabei zugleich ihre Partizipationsrechte als Kinder ausüben können. Von der Position der Kinder aus sind es gerade diese unmittelbaren Gegenwartserfahrungen, die ihr Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen. Und Einrichtungen der nonformalen Bildung eröffnen solche Partizipations- und Inklusionserfahrungen prinzipiell allen Kindern. Sie können dabei also zur Umsetzung der universellen Kinderrechte auf einer breiten Basis beitragen. Mit Blick auf die Kernthematik des Beitrags sind Kinder in einem nochmals spezifischeren Sinn auch Akteure von Partizipation und Inklusion. Dabei machen Kinder zum einen eigene Selbstwirksamkeitserfahrungen, sie stiften diese aber auch für andere Kinder als stellvertretende Erfahrungen im Sinne der sozialen Lerntheorie Bandoras. Somit leisten sie immer auch einen bedeutenden Beitrag zum Wohlbefinden ihrer Peers. Gleichzeitig entwickeln sie ein Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Einfluss auf die Umwelt nehmen zu können. Und der Beitrag erlebter Akteurschaft zum kindlichen Wohlbefinden ist dabei kaum zu unterschätzen. Und mit diesem Zitat möchte ich auch enden. Das Wohlbefinden von Kindern hängt eng mit ihrer Handlungsfähigkeit, Initiative und Autonomie zusammen. Entsprechend wird es gefördert, wenn die Kinder die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, zu handeln und Situationen zu kontrollieren, was ihnen das Gefühl von Souveränität, des Eingebundenseins und ein positives Selbstwertgefühl vermittelt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt an meine Kollegin Audrey Bousselin übergeben. Danke Nicole. Donc, je suis Audrey Bousselin. Je vais vous présenter les principaux résultats du chapitre dédié à l'étude du bien-être des enfants. Dans ce chapitre, ce sont les ressentis et les opinions des enfants qui sont au cœur de l'étude et c'est en cela que l'approche est subjective. Elle est aussi multidimensionnelle au sens où ces différentes dimensions du bien-être qui vont être prises en compte, ces différentes dimensions, elles sont complémentaires. Alors là, ce graphique, enfin cette figure, elle vous représente les différentes dimensions qui ont été prises en compte dans l'étude. Sacha l'avait déjà évoqué. Alors, une première dimension, c'est ce qu'on appelle le bien-être cognitif. Ça va être la façon dont les enfants évaluent leur vie, alors de façon globale, est-ce qu'ils sont satisfaits de leur vie en général, et aussi de façon, enfin, dans les différents domaines qui composent la vie de l'enfant. Donc, ça va être la satisfaction par rapport à la vie de famille, par rapport à leur apparence physique, à leurs amis, au quartier dans lequel ils vivent, l'école, et pour les enfants qui sont accueillis dans les SEA, la satisfaction par rapport au SEA.
Donc à côté de cette dimension cognitive, on a ce qu'on appelle le bien-être émotionnel, donc comme son nom le laisse entendre. Hein. Là, on va s'intéresser aux émotions, aux sentiments de l'enfant. Donc ça va être des émotions des émotions positives, comme le fait d'être heureux, d'être serein ou plein de vitalité, plein d'énergie. Et on s'intéresse aussi à leurs émotions négatives, que sont la tristesse, l'ennui ou le stress. Et enfin, la dernière dimension du bien-être qui est prise en compte dans l'étude, c'est le bien-être psychologique. Alors, le bien-être psychologique, il fait référence à différents éléments qui, quand ils sont réalisés, sont supposés procurer du bonheur à l'enfant. Alors, dans l'étude, ce qui a été retenu, c'est par exemple l'acceptation de soi, le fait d'être maître de son environnement direct, le fait d'être autonome, le fait d'avoir une vie qui a du sens, le développement personnel et les relations positives avec les autres. Alors, dans l'étude, comme Sacha l'a déjà évoqué, initialement, c'était une collecte de données nationale en 2019. Et le contexte étant ce qu'il était, une deuxième collecte a été décidée en 2021. Et dans cette deuxième collecte, en fait, on a fait le même questionnaire avec un module supplémentaire dédié aux perceptions des enfants vis-à-vis de la crise sanitaire et le même module, mais avec le point de vue des parents, ce qui va permettre de confronter le point de vue enfants et parents. Alors, le questionnaire, il est fondé sur un questionnaire international. L'avantage, c'est qu'il est standardisé, qu'il a été testé et validé depuis plus d'une décennie. Et ces données d'enquête, elles ont été associées à des données administratives, ce qui nous permet d'avoir plus d'informations sur le contexte socio-économique, et elles sont pondérées pour être représentatives au niveau national. Alors, donc c'est tous les enfants en 2019 qui résidaient au Luxembourg et qui avaient 8, 10 et 12 ans qui ont reçu une lettre d'invitation pour participer à l'enquête. Il y en a 8000 qui ont répondu. En 2021, les répondants à la première vague ont été recontactés et là, c'est un peu plus de 2000 enfants qui ont participé et 1700 par an. Alors, ce qu'on a pu remarquer, c'est que l'enquête, elle a plutôt plu aux enfants au sens où, en 2019 comme en 2021, ils sont plus de 90% à considérer qu'on leur a demandé des choses importantes dans l'enquête. Alors, le premier constat qu'on a fait avec la première vague d'enquête, c'est que les enfants au Luxembourg en 2019, ils se sentent plutôt très satisfaits de leur vie de façon globale. On a des scores de bien-être subjectif qui sont plutôt élevés. Ils sont compris entre 87 et 89 sur une échelle de 0 à 100. Alors, ces scores, ces chiffres, ils sont assez comparables à ce qui est observé dans les pays limitrophes. Et ce résultat, il est aussi cohérent avec ce qu'on observe chez les enfants qui sont plus âgés, enfin c'est chez les jeunes plutôt. Comme les différentes dimensions du bien-être sont plus ou moins fortement liées, on observe également que les scores dans les autres dimensions sont élevés. Dans chaque groupe d'âge, on remarque qu'il y a une minorité d'enfants, c'est moins de 10%, qui, par contre, va reporter un faible niveau de bien-être. Et ces enfants, ils cumulent en fait également d'autres sentiments négatifs. Donc, ils vont aussi cumuler en fait un bien-être émotionnel bas et un bien-être psychologique bas. Et si on regarde un peu les caractéristiques de ces enfants, et c'est ce que Sacha avait déjà laissé entendre, c'est que on observe que ces enfants, ils sont 2 fois plus nombreux à vivre dans une famille monoparentale que les autres enfants. Si on s'intéresse maintenant aux déterminants clés du bien-être, ce qu'on aperçoit, c'est que la famille, en fait, elle a un rôle déterminant. Ce qui va beaucoup compter pour le bien-être des enfants, c'est la satisfaction vis-à-vis de leur relation familiale. Et ça, dans les 3 groupes d'âge. À mesure que les enfants grandissent, donc pour les plus âgés, le monde extérieur, il va prendre plus de place dans leur bien-être. Et là, on voit que la satisfaction vis-à-vis des amis ou vis-à-vis de leurs camarades de classe va peser un peu plus lourd que pour les enfants plus jeunes.
On remarque aussi que la satisfaction vis-à-vis de la vie d'élève, donc le bien-être, enfin comment ils se sentent à l'école, et aussi comment ils se sentent dans le SEA pour les enfants qui fréquentent ce type de structure, et ben ça compte pour le bien-être. Et là, ce résultat, ce que ça nous laisse penser, c'est que les deux formes d'éducation, éducation formelle et non formelle, ça contribue conjointement au bien-être des enfants. Donc en lien avec les chapitres précédents, ce qu'on a pu constater, c'est que alors, les enfants, ils se sentent entourés d'adultes bienveillants, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se sentent entourés, ils se sentent protégés, ils se sentent supportés par tous les adultes qui les entourent, que ce soit leurs enseignants, leurs parents ou leurs éducateurs. Par contre, ils se sentent en proportion moins écoutés et moins associés aux décisions qui les concernent. Et on sait que ces deux facteurs sont déterminants pour le bien-être des enfants. Du coup, ça souligne à nouveau la pertinence en fait de leur laisser la voix pour les décisions qui les concernent, si on a à cœur en fait de promouvoir leur bien-être. Et enfin, pour ce qui concerne des droits des enfants tels que définis par la Convention des Nations Unies, ce qu'on constate en fait, c'est qu'alors qu'ils sont universels et qui devraient être connus par tous les enfants en fait, et ben c'est pas le cas. Et en particulier, on voit qu'il y a des différences de genre au sens où les filles, enfin les filles les plus jeunes, donc les petites filles de 8 ans, elles sont beaucoup moins nombreuses que les garçons à être au courant à connaître en fait cette notion des droits des enfants. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques slides avant, l'enquête qui a été reproduite en 2021, elle avait un module dédié sur les perceptions des enfants, sur leur vie quotidienne après plus d'1 an de pandémie. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est que le fait de ne pas pouvoir voir leur famille ou leurs amis à leur aise, le fait de ne pas pouvoir pratiquer leurs activités à un rythme habituel, l'ennui et la solitude, ce sont des sentiments qui priment davantage que leurs inquiétudes par rapport à leur propre santé. Ils sont aussi plus inquiets pour la santé de leurs proches que pour leur propre santé. Alors ce que ça laisse entendre, c'est qu'ils ont un comportement, une attitude altruiste. Ils ont à cœur de protéger les adultes ou les personnes qui les entourent, et ça permet de comprendre pourquoi les enfants sont, comment les enfants sont enclins à se conformer à des règles qui sont assez restrictives pour eux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les parents ont une vision différente de ce qui préoccupe leurs enfants. Et à nouveau, ce résultat, en fait, on peut l'interpréter comme un plébiscite, en fait, pour tenir compte de la voix des enfants, en fait, pour les expériences qui les concernent. S'agissant maintenant de la vie de famille après plus d'1 an de pandémie, on peut se dire qu'avec le confinement, le télétravail, les épisodes successifs d'école à la maison, en fait, les familles, elles ont passé plus de temps ensemble, et ça peut être source de tension. Et effectivement, on voit qu'il y a la moitié des enfants, on observe que la moitié des enfants sont majoritairement d'accord pour dire qu'il y avait davantage de tension au sein de leur famille. Mais on voit également dans le même temps que les 3/4 des enfants sont majoritairement d'accord pour dire que en fait, leurs liens familiaux se sont resserrés. Ils sont la moitié à dire qu'ils apprécient, ils sont la moitié à être majoritairement d'accord pour dire qu'ils apprécient de passer plus de temps en famille. Et là, à nouveau, on observe que les parents ont des perceptions différentes de leurs enfants.
Ce qui était assez formidable en fait avec cette collecte double de données, c'est qu'on a pu faire un comparatif 2021-2019. Et donc ce qu'on a fait, c'est de comparer en fait les activités quotidiennes des enfants au printemps 2021 avec celles qu'ils avaient au printemps 2019, toujours pour les mêmes groupes d'âge. Et donc ce qu'on observe, c'est que les enfants, ils voient un peu moins souvent leurs amis en dehors de l'école. En 2021 qu'en 2019. On note aussi que leur participation à des activités extrascolaires structurées, donc le fait de pratiquer un sport dans un club ou de la musique dans une association, c'est un peu plus bas au printemps 2021 qu'au printemps 2019. Alors là, une question légitime hein, que tout parent éducateur se pose, c'est est-ce que ça a été compensé par d'autres activités et notamment par les écrans. Et on peut le penser puisqu'on voit que l'usage quotidien des réseaux sociaux, il est beaucoup plus fréquent en 2021 qu'en 2019, surtout chez les plus jeunes, donc chez les enfants de 10 ans. Et on voit aussi que les enfants, ils jouent plus quotidiennement aux jeux électroniques en 2021 qu'en 2019. On n'a pas noté de différence sur le fait de visionner des films, des séries ou des télés. Là, les niveaux sont assez comparables. Et la dernière chose qui a été faite dans l'étude, c'était de comparer les niveaux de bien-être au printemps 2021 avec le printemps 2019. Alors, ce qu'on observe, c'est que les enfants, ils reportent davantage de sentiments négatifs en 2021 qu'en 2019 à groupe d'âge donné. C'est-à-dire que si on regarde ce que les enfants disent de leur bien-être émotionnel, les enfants de 10 ans disent de leur bien-être émotionnel en 2021 avec ce que les enfants de 10 ans disent de leur bien-être émotionnel en 2019, on voit que maintenant, fin 2021, ils sont plus nombreux à dire qu'ils vont mal. Par contre, ce qu'on observe, c'est que le niveau de bien-être subjectif global, donc c'est la façon dont ils évaluent leur vie de façon globale, elle est toujours élevée en 2021. Donc elle est comprise entre 88 et 82 sur une échelle de 0 à 100. Et ces chiffres sont comparables à ce qu'on observe en 2019. Donc comment on l'interprète ? On peut se dire que les enfants, en fait, ils se sont adaptés à la situation telle qu'elle est, et c'est assez cohérent avec les études sur le bien-être qui ont tendance à montrer que les individus, en fait, ils s'adaptent après un choc. En fait, les individus s'adaptent et retrouvent leur niveau de bien-être, le niveau de bien-être qu'ils avaient avant le choc. C'est aussi cohérent avec ce qui a été avec la dynamique en fait de bien-être qui montre que là en fin 2021, deuxième semestre 2021, les niveaux de bien-être ont tendance à réaugmenter et retrouver le niveau de 2010, enfin d'avant la pandémie. Là, évidemment, ça appelle à des analyses approfondie où on aimerait bien confirmer ce résultat et l'approfondir, et notamment en étudiant les dynamiques de bien-être pour des groupes d'enfants particuliers, et notamment les enfants les plus vulnérables. Voilà, donc je pense que j'ai été plutôt bonne dans le timing. Alors, pour ceux qui sont intéressés par avoir davantage d'informations, le rapport complet il est disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale, hein, à l'adresse qui est indiquée en bleu. Voilà, et je crois que maintenant c'est le temps pour les questions. Voilà. Merci beaucoup. Ja, Fragen sind ganz herzlich willkommen in beiden Sprachen, Französisch wie Deutsch. Auch Letzeburgisch geht, für uns zumindest geht es. Und wir bleiben hier oben sitzen, nicht weil wir das so mögen, hier auf dem Podium zu sitzen, darauf kommt es uns nicht an, aber es ist hier besser mit dem Mikrofon und auch mit der Übersetzung, weil wir hier die Knöpfe hier haben. Okay.
Ja, liebe Kolleginnen und Kolleginnen, ich würde zunächst einmal sehr herzlich Sie beglückwünschen für den Kinderbericht. Das ist ja ein Novum und das ist in der Tat eine Lücke, die dadurch gefüllt wird und das ist auch sehr wichtig. Was mir auch sehr positiv natürlich gefallen hat, das ist natürlich die Verbindung mit dem Partizipationsrechten und allgemein einem kinderrechtsbasierten Ansatz. Also das Wohlbefinden durch Mitbestimmung und durch das Zusammenspiel der Kinderrechte. Deshalb das möchte ich wirklich hervorheben, weil das auch nochmal, denke ich, lange Zeit nicht so in dem Bewusstsein war und durch diesen Bericht noch einmal unterstrichen wird, dass beides zusammenhängt, die Anerkennung und das Respektieren der Kinderrechte einerseits und das Hinwirken und Hinarbeiten auf das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlicher. Natürlich zielt die Frage jetzt darauf hin, ob Sie aufgrund Ihrer Beobachtungen und Ihrer Auswertungen auch Empfehlungen an die Praxis noch eventuell noch weiter formulieren können, auf die wir in den nächsten Jahren auch hinarbeiten könnten. Ja, danke, Schachel, für deine Frage. Ich versuche die ein bisschen zu beantworten. Also ja, ich denke schon. Ganz interessant war zu beobachten, gerade wenn es um Partizipationsanlässe geht, also Gremien, Anlässe, die man quasi so ein bisschen Politik simulierend nennen könnte, dass die nicht unbedingt sehr inklusiv sein müssen. Das bedeutet also, es gibt eben Bedingungen, die Kinder erfüllen müssen, um an solchen Anlässen partizipieren zu können, gewisse Entwicklungsreife haben, sprechen können, die Sprache verstehen können, länger sitzen bleiben können, sich eine Meinung bilden. Und da merkt man eben schon, umso tiefer man im Alter geht, also wenn man in der Crèche dann zum Beispiel ist, dann wird es natürlich schwierig, wenn man so sprachbasiert und erwachsenenbasierte Partizipationsanlässe stiftet. Ne, da ist die Partizipation der Kinder und die Einflussmöglichkeiten in einem viel näheren Bereich an den Kindern selbst dran. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man schon in Betracht ziehen muss, dass man da quasi nicht automatisch denkt, wenn man in ein Methodenhandbuch schaut und da steht Partizipation drauf, dass damit automatisch auch wirklich alle Kinder adressiert sind, die sich in der Einrichtung befinden. Das wäre zum Beispiel ein Fokus, den man bei der täglichen Alltagsgestaltung berücksichtigen könnte. Ja, ich würde das noch aufgreifen und noch versuchen, eine Brücke auch zu schlagen zur quantitativen Untersuchung, weil die ja wiederum gezeigt hat, Audrey hat das vorgestellt, dass man jetzt, wenn man das etwas generalisiert, sagen kann, dass die Kinder in Luxemburg sich eher umsorgt fühlen als beteiligt. Das heißt nicht, dass sie sich nicht beteiligt fühlen. Das haben Sie auch so nicht gesagt oder das geht aus der Untersuchung nicht hervor. Aber wenn man die Werte sich anschaut, wie Kinder zustimmen auf Fragen, fühlst du dich sicher, hast du das Gefühl, du bekommst von Erwachsenen Unterstützung, dass diese Werte höher liegen, als wenn man sie danach fragt, fühlst du dich beteiligt, bist du an der Entscheidung in der Familie beteiligt, hast du das Gefühl, Erwachsene gehören dir zu. Und das Besondere war jetzt auch in Luxemburg, dass wir gesehen haben, ja, mit zunehmendem Alter nimmt die Zustimmung der Kinder sogar ab, wo sie sagen, ich kann hier partizipieren. Und das ist überraschend, auch im Vergleich, weil in der Regel kenne ich das aus der Empirie nur umgekehrt. Also je älter Kinder sind, umso eher sagen sie, ich fühle mich beteiligt oder machen die Erfahrung, beteiligt zu sein. Also wenn ich 12 bin, darf ich eher mitbestimmen, wer in der Schule neben mir sitzt, wie wenn ich 8 bin. Das ist so einfach relativ erwartungsgemäß, wäre das so rum. Ne? Haben wir aber nicht. So, und da können wir jetzt natürlich auch Konsequenzen ziehen und auch Konsequenzen ziehen, wenn wir sehen, dass eben nicht alle Kinder die Kinderrechte kennen. Ja? Und das ist natürlich schwieriger für ein Recht, das man hat, einzustehen, wenn man es nicht kennt. Ja? Und da können wir in der Praxis natürlich viel machen. Wir können sagen, also wie kann man die Kinderrechte in der Mise en Relais, in der Schule, in der Crèche möglichst frühzeitig bekannt machen. Wir haben Material im Land, mit dem wir das machen können, auf verschiedenen Sprachen auch. Ja? Also es liegt quasi so auf der Hand, dass man da wirklich Möglichkeiten hat. Ja? Und das andere ist eben, natürlich ist das Erlernen von Demokratie ein wichtiges Ziel, aber bei Partizipation geht es nicht nur darum.
Und da beobachte ich auch in anderen Ländern, auch in der Schweiz habe ich das gesehen, gewisse Verkürzungen, dass man sagt, Partizipation heißt, wir machen in der Kita Demokratie. Ja, auch, aber vieles findet, und Nicole hat das gesagt, im alltäglichen Klein-Klein statt. Und Kinder selbst sind daran beteiligt, andere mit einzubeziehen, andere mitbestimmen zu lassen, anderen Zugehörigkeitsgefühle zu vermitteln. Und es muss nicht immer die Erwachsenen sein, und manchmal genügt es auch, den Blick zu schärfen, dafür, was die Kinder untereinander tun. Auch das kann man sozusagen als Botschaft an die Praxis richten, auch weil das entlastet. Ja? Also es ist eben nicht so, dass ich als Edukateur selber immer verantwortlich bin, das alles zu veranstalten und umzusetzen, sondern die Kinder sind gewissermaßen immer auch Kollaborateure sozusagen des pädagogischen Geschehens. Ja. Das kann man auch kritisch sehen und auch kritisch diskutieren, aber sie sind es auch in einem positiven Sinne. Ja. Assalamu. Ok. Voilà, je vais poser ma question en français, comme c'est pour Madame Bousselin. En fait, étant donné l'importance du sentiment des enfants d'être entendus et aussi des relations avec les parents pour leur bien-être, je me suis demandé si dans votre étude, vous avez des indications qu'une différence ou les différences entre les vues des parents et les perceptions que les parents ont sur les soucis de leur enfant et d'un autre côté des soucis que les enfants expriment, si cela prend une importance, une influence sur leur bien-être. Oui, voilà. En fait, on n'a pas encore regardé si cette différence, en fait, elle était déterminante pour expliquer des différences potentielles de bien-être. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pas sur tous les mêmes thèmes. Par exemple, pour les préoccupations des enfants liées à la santé, là, les parents sont assez clairvoyants. Il y a une synergie. En fait, la vision est la même. Par contre, ce qu'on avait constaté, c'est que les enfants y reportaient davantage d'ennui et de solitude que ce que pensaient leurs parents. Voilà ce que je peux. Merci. Ja, moin, schon vielleicht eng Denkanregung oder eng froh auch die hat der Partizipation von der Kanner an der nonformaler Bildung angeguckt. Mit Kanner verbringen ja eigentlich viel mehr Zeit auch an der formaler Bildung. Und ich wollte fragen, wie ist es da mit der Partizipation von der Kanner an der formaler Bildung? Wie das auch ein Sujet, den sich kennt, angucken, respektive auch sich froh, wie kann die Partizipation von der Kanner an der formaler Bildung viel mehr verbessern? Ich meine, das war eine Frage, du probierst nicht mal darauf zu antworten. Also ich meine, wir sind auch gestartet, das was wir für drinnen mal schon noch gehört haben, der Kannerbericht, als über das Jugendgesetz aufgebaut gehen, das heißt, wir sind wirklich am nonformalen Schaffen. Und das, was wir erfasst und geguckt, das gilt natürlich auf vierrangig, weil wir das wollten wissen, weil wir auch die Datenerkenntnisse brauchen, für die nächsten Schritte zu machen. Wir sind aber gleichzeitig auch am Gange mit den Kollegen noch, wir sind aber Großhaus Education Nationale und effektiv kann sie nicht nur am nonformalen Setting, sind noch an der Schule. Und da sind wir auch mit ihnen am Austausch, für zu gucken, was die nächsten Schritte können sein. Und wie wir die Erkenntnisse, die wir haben, für die Bereiche, für die wir zuständig sind, noch können wir drüber holen in anderen Settingen. Ok, merci. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour le Kannerbericht, parce que je trouve que c'est super important vraiment de donner une voix aux enfants. Alors en fait, j'ai une question à Audrey, puisque je sais que vous allez encore continuer à regarder un peu les données.
Donc je voulais voir si vous avez trouvé en 2021, si vous avez trouvé des différences en regardant donc le well-being des enfants, si vous avez trouvé des différences de genre, de statut socio-économique et d'âge. Et la deuxième question, c'est lorsque vous continuez, est-ce que vous allez comparer les mêmes enfants, donc les enfants qui avaient l'âge de 8 ans en 2019, les comparer avec, voilà, lorsqu'ils ont maintenant 10 ans en 2021, et respectivement la même chose. Donc vraiment, puisque vous avez une chance superbe de pouvoir faire ça. Alors, merci Claudine pour la question. Alors, pour ce qui est des comparaisons approfondies des différences de bien-être selon différents critères socio-économiques, là, c'est une partie de l'analyse qui n'a pas été encore faite. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en 2019, on voyait déjà que le genre ne jouait pas sur le niveau de bien-être. Donc, mais là, on a vu qu'il y avait un peu plus, par exemple, de sentiments négatifs ou reportés par les petites filles. Donc, effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des différences de genre dans la façon dont elles reportent le bien-être. Et pour ce qui est de la deuxième question concernant les comparaisons, en fait, il y a deux options possibles. C'est soit on considère qu'on va comparer le bien-être des enfants de 10 ans en 2021 avec celui des enfants de 10 ans en 2010. Et en faisant ça, en fait, on neutralise un peu le fait que le bien-être peut évoluer avec l'âge. C'est ce qui a été fait ici, c'est le choix qui avait été fait ici. On a aussi l'autre option, c'est de regarder plus au niveau individuel, en fait, au niveau de l'enfant, quelle est sa dynamique de bien-être. Donc, en fait, le champ est quand même assez large. C'est deux partis pris différents et ils ne sont pas exclusifs. Je pense que chaque approche, en fait, pourrait permettre de répondre à des questions différentes. Donc, les deux seraient effectivement intéressantes. Hallo, ich mache mal in Deutsch, weiß nicht, an wen es geht. Ich habe eine Frage zur Qualität der Beziehungen zwischen Fachpersonen und Kindern in Einrichtungen. Ob es irgendwelche Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen geben kann. Also Sie haben jetzt viel über die Rolle von Partizipation auf das Wohlbefinden von Kindern gesprochen. Aber ich stelle mir eben vor, also die Qualität der Beziehungen. Gibt es da Faktoren oder haben Sie da, also kann man da was rausfiltern, je nachdem, wie diese in diesem Mikrobereich von den zwischenmenschlichen Beziehungen, welchen Einfluss das hat und ob das große, wie Sie ein wenig geschildert haben, ob wir jetzt große Planungen haben oder jetzt fast demokratische Strukturen schaffen und dann große Partizipation machen, ob das auch noch funktioniert, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Kindern und den Fachkräften eben nicht so gut ausschaut in einer Einrichtung. Ob es da irgendwelche Erkenntnisse und ob da auch wieder Erkenntnisse für die Praxis, also keine Ahnung, wo viel geschrien wird, wird weniger sich wohlgefühlt, sowas. Ob es da sowas gibt. Ja, danke für Ihre Frage, die berechtigt ist. Ich sage mal so, wir könnten das versuchen nachzuvollziehen. Tatsächlich, es wäre möglich mit den Daten, die vorliegen. Was wir wissen, ist, dass die Zufriedenheit mit der besuchten Struktur der nonformalen Bildung einen Zusammenhang aufweist, einen statistisch signifikanten Zusammenhang aufweist mit dem allgemeinen Wohlbefinden. Dort ist sozusagen der Zusammenhang je nach Altersgruppe fast so stark wie auch bezogen auf die Schule. Das ist zunächst einmal immens als Erkenntnis, weil ich meine, man muss auch sehen, wo man auch herkommt, wenn man jetzt 20 Jahre zurückschaut. Also der Entwicklung des Sektors der nonformalen Bildung ist in Luxemburg noch relativ jung. Ja? Und wir sehen aber jetzt schon bezogen auf die Wohlbefinden der Kinder, die Lage der Kinder, dass es für Kinder einfach wichtig ist, wie es ihnen da geht. Ich finde, das stärkt einerseits die nonformale Bildung, gibt ihr aber auch eine Menge Verantwortung.
Jetzt die Frage, was spielt eine Rolle? Die ist dann etwas differenzierter, so wie Sie die stellen, da müsste man genau hinschauen. Aber wir könnten hingehen und uns mal anschauen, ist es bei Kindern, die gesagt haben, sie fühlen sich von den erwachsenen Bezugspersonen unterstützt, ja, auch so, dass sie sich in der Maison Relais dann halt eher wohlfühlen als andere, die das nicht sagen. Haben wir aber jetzt für den Kinderbericht nicht gerechnet, könnten wir aber machen. Ne? Wäre cool. Ja. Aber das da ist eine fängt es ja berechtigte an eigentlich, ja. oder? In diesem Mini-Bereich von... Ja. Aber ne? es gibt halt natürlich, Sie spielen einfach darauf an, es gibt noch eine Menge Daten, wie das oft so ist bei solchen Projekten, die nicht ganz ausgewertet sind, die man aber für die Zukunft natürlich noch auch auswerten kann und dann Super. so kleinere Berichte dazu schreiben könnte. Okay, ja. Dankeschön. Vielleicht ist es auch nur eine Verständnisfrage mit Blick auf die Partizipationsstudie. Da hattest du ja angesprochen gehabt, dass ihr dort eine Trägervielfalt berücksichtigt habt und auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch bei den Tageseltern wart. Also kann man da, also ich weiß, dass ihr da jetzt keinen bewertenden Ansatz dort gemacht habt, aber konnte man sagen, dass das Setting, sage ich mal, in den SEAs, also in den Maison Relais oder in den Crèches ist ja so different zu dem eher familiären Setting der Tageseltern. Gibt es da irgendwelche Differenzen, was die Partizipationsmöglichkeiten oder Partizipationsoptionen, Kontexte angeht? Kann man da irgendwas zu dieser, sage ich mal, der Vielfalt von Einrichtungen oder Services sagen, die die Kinder besuchen? Danke, Sabine, für deine Frage. Also tatsächlich, die Assistants Parentaux waren in unserem Sampling noch enthalten. Wir hatten dann auch einige Konzeptionen der Assistants Parentaux angeschaut und hatten uns welche ausgesucht. Und die waren schon sehr zurückhaltend darin, ethnografisch beforscht zu werden. Und als wir gerade anfangen wollten, erste Kontakte aufzunehmen, kam die Pandemie. Also von daher haben wir tatsächlich Einblick in Crèche und Maison Relais, aber leider nicht in die Partizipationspraktiken oder in das Alltagsgeschehen von Assistants Parentaux. Ich finde auch, man sollte anschließen, also man sollte noch mal weitergehen und jetzt schauen, wie es mit den gelockerten Bedingungen jetzt ist, ob man da vielleicht gerade noch mal kontrastierende Beobachtungen machen kann, denn es ist schon ein unterschiedliches Setting, das habt ihr ja auch in euren Studien gezeigt. Und von daher wäre es spannend. Es wäre spannend, aber es war uns leider tatsächlich dann mit dem Zeitpunkt nicht möglich zu ethnografieren über mehrere Wochen dann auch. Mhm. Mit dem meisten Kannerbericht hat der Jolo in wissenschaftliche Lehre wirklich gemacht, die Partizipation von den Kanner an ihrem Wohlbefinden. Merci dafür, das geht uns noch etwas mehr an die Hand, mit dem wir können sagen, hey, dafür machen wir, dafür ist es wichtig, dass wir das machen. War das an Ehren Anlo, was sind die pure Pisten, wo dir so, das also wichtig, da einen Ugriff zu holen, an den Blick zu holen, Pisten, die wir müssen abmachen, Feld oder Theorie oder zu summen, respektive, was sind noch vielleicht Risiken, die Loketen entstehen durch so ein Dokument wie das du? Merci, Naomi. Also ich denke, eine Piste wäre vielleicht tatsächlich, um da nochmal anzuschließen, was ich vorhin gesagt habe, dass wir Partizipation von Kindern nicht automatisch mit Methoden gleichsetzen sollten, die quasi an die Politik erinnern, die wir als Erwachsene praktizieren und kennen. Also auch, aber nicht nur, weil dann Partizipation sehr schnell an Grenzen gerät, immer dann, wenn quasi Kinder beteiligt werden sollen, die diese Bedingungen nicht erfüllen können. Und gerade wenn wir Richtung Crèche-Bereich gehen oder gerade auch mit Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund, die weder Luxemburgisch, Deutsch, Französisch sprechen, kommen wir da an Grenzen. Von daher müssen wir auf jeden Fall achten, dass wir die Partizipation von Kindern möglichst auch vielleicht multimodaler gestalten. Ne? Also nicht nur auf diese sprachliche Verständigung gehen, sondern vielleicht auch unterstützend über Bildkarten und so weiter zum Beispiel vorgehen. Also das wäre eine Möglichkeit. Und was wir viel festgestellt haben in Einrichtungen, wenn man dort ist vor Ort, dann merkt man das, dass gerade dann Anlässe auch bei den Kindern als sehr
befriedigend wohl wahrgenommen wurden, wenn sich die Erzieher Zeit gelassen haben. Also da geht es nicht darum, sehr, sehr viel zu machen, sondern wenig und das wirken zu lassen und Zeit zu lassen und auch Zeit zu lassen, den Gedanken zu formulieren, sich eine Meinung zu bilden, vielleicht eine Entscheidung zu vertagen, vielleicht auch auszuhalten, dass keine zustande kommt. Also auch diese Sachen sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr wertvoll, um diese ganze Bandbreite ja, in den Blick zu bekommen und auch zu akzeptieren, dass manche Kinder in dem Moment an manchen gewissen Aktivitäten nicht partizipieren wollen. Und dass wir quasi das Verhalten dann dieser Kinder nicht unbedingt als negativ bewerten, sondern vielleicht auch sehen, dass es auch dort quasi die Akteurschaft der Kinder, die dann ausgelebt wird, wenn die Kinder nicht wollen. Das wäre jetzt ein Vorschlag von mir. Sascha, hast du da noch eine Ergänzung? Ja, ich kann gerne ergänzen. Also es gibt sicher mehrere Pisten. Das eine ist, Audrey hat das erwähnt, es gibt diese Gruppe von 10% der Kinder mit einer Lebenszufriedenheit, die geringer ist. Und jetzt wissen wir aus unseren Daten, dass wir sagen, die sind überproportional in Familien mit alleinerziehenden Eltern anzutreffen. Und da ist natürlich sozusagen auch wissenschaftlich interessant, auch politisch interessant, aber auch wissenschaftlich nachzuschauen, was ist denn alles bei diesen Kindern anders? Und da gibt es verschiedene Anhaltspunkte. Das sind Kinder, die auch weniger häufig an organisierten Freizeitaktivitäten teilnehmen, die insgesamt in der Schule eine geringere Zufriedenheit aufweisen. Also es gibt eine ganze Latte an zusätzlichen sage ich mal, Aspekten, die in dem Leben von den Kindern relevant sind. Und ich meine, das könnte jetzt der Teil der Kinder sein in Luxemburg, von denen man sagt, ja, die sind irgendwie benachteiligt. Ja? Also auch sozioökonomisch. 10% wäre dann wenig, in Deutschland sind es 20%, von denen man das weiß, die da konstant benachteiligt sind. Aber würde ja auch mit der wirtschaftlichen Prosperität des Landes irgendwie zu tun haben. Aber da muss man genauer hinschauen, glaube ich. Und da liegt aber auch ein Risiko. Also das war ja deine Frage, was hat das für ein Risiko? Also ein Risiko besteht bei so einer Berichterstattung immer daran, dass man bestimmte Gruppen stigmatisiert. Dass man sagt jetzt, und das wollten wir natürlich auch rhetorisch unbedingt vermeiden, dass man jetzt irgendwie auf die Kinder von alleinerziehenden Eltern zeigt und sagt, da ist irgendwie ein Problem, das sind Problemkinder. Ja? Und das ist oft eine Nebenfolge, auch in der internationalen Literatur beschrieben, halt eben sozusagen, dass aus diesen bestimmten Kindern plötzlich Risikokinder werden. Ja? Und das wäre so ein Nebeneffekt, der zu vermeiden ist. Und dann, Nicole hat das Thema Mitbestimmung nochmal aufgemacht. Also da ist insbesondere interessant, das haben wir auch mit dem Minister diskutiert, dass es eben so ist, dass man sieht, ja, offenbar sind so 12-Jährige in der Maison Relais haben nicht das Gefühl, so richtig da irgendwie Einfluss zu haben. Also gibt es so etwas, dass man sagen kann, die älteren Kinder fühlen sich in der Maison dahingehend nicht so wohl, weil sie sich vielleicht langweilen, ja? Nicht so richtig ihren Einfluss, ihren Umwelteinfluss geltend machen können, ja? Und deswegen der Mitbestimmungswert hier zurückgeht. Also gibt es da vielleicht etwas, wo man genauer hinschauen muss, ja, braucht es da irgendwie nochmal eine andere Art von Pädagogik, um mit denen zu arbeiten. Und dann sehen wir natürlich, wenn wir auf die Familie schauen, fand ich dann nochmal interessant, also Mitbestimmungswerte gehen auch mit in der Familie mit zunehmendem Alter zurück, dann haben die Kinder ein hohes Sicherheitsempfinden, aber weniger stark ausprägend Partizipationsempfinden, hat das auch vielleicht was mit dem Erziehungsstil zu tun. Der ist eher fürsorgend als partizipativ, um jetzt mal eine große Linie aufzumachen. Ja. Wäre auch interessant, dem weiter nachzugehen. Würde ich auch in jedem Fall versuchen, empirisch zu machen, bevor man jetzt so große Botschaften einfach in die Welt setzt und irgendwelche Vorurteile reproduziert. Aber das wären so Fragen. Und die Kinderrechte natürlich. Also, ne, das wäre natürlich ein Anliegen, das man wahrscheinlich relativ schnell gut umsetzen kann, Kinderrechte bekannt zu machen. Umfassend bei allen Kindern. Ja. Wenn lo direkt kein froh mit sind, vielleicht noch eine Lastinformation von meiner Seite. Der Kannerbericht wird dafür drin hören, enthält in der Dame auch die Stimme von den Kanner. Und das ist auch wichtig, dass wir probieren, den Kannerbericht so aufzubrechen, dass wir noch für die Kanner selber zugänglich machen. Wir sind am Gange am Kannerbüro wohl, sind ein Konzept zu schaffen, das kriegt man noch nicht mal Zeit fertig, aber das werden wir dann den Hirsch, werden wir das, denke ich, tun. Voilà. Ich denke, wir werden dann am Ende von dieser Konferenz kommen
Und ich will noch wirklich auch von der Gelegenheit profitieren für den 3 Autoren ein ganz herzliche Merci zu sagen, für das ganz eng, das vertraulich Schaffen, was man in den letzten 4 Jahren zusammen, wo wir zusammen gesehen haben. Das war wirklich ein immens schönes Projekt, in dem wir heute schaffen, wo ich mir gesagt habe, das ist eine Chance, selbst dürfen zu machen. Und wirklich ganz viel Frieden gemacht, mit euch zusammen zu schaffen. Und dafür wirklich schon ganz herzlichen und ehrlichen Merci von meiner Seite. Und die Merci würde ich auch den Membern vom Arbeitsgruppe auch entgegenbringen. Auch wir mengen schon auf unserer Seite ganz viel diskutiert an diesen Jahren. Und es war sicherlich eine ganz spannende und eine ganz wichtige Zeit. Und dafür auch ganz herzliche Merci. Zumal auch die letzten Wochen nicht einfach waren, weil du war immens viel müsste gehabt geführt, um Zeit fertig zu kriegen. Und dafür auch nach von meiner Seite für jeden, den heute mit dem Kannerbericht und dem geschafft hat, ganz herzliche Merci. Und zuletzt natürlich auch die Kanner selber, aber die sind den Noven nicht hier, aber denen natürlich auch ein großes Merci, dass sie mitgemacht haben. Und hier soll gut Merci für Ihren Interesse. Ich habe uns wirklich gefreut, dass da so zahlreich geschrieben hat. Und wir wären auch ganz froh, wenn dann noch ein bisschen bleiben, dass wir zusammen ein paar Tuellen. Den Part geht stark innen drin an der Saal Panoramik, wo der rankommen sieht, das ist ein ganz schöner Saal mit einer super Vue, also schon eine lange Vue, also da wert hinzugehen. Und dafür, wie gesagt, geht auch als kleines Tierchen, also herzlich willkommen und ging als frei, wenn wir uns noch ein bisschen da könnte beginnen, rundherum Pat. Vielmals merci, schönen Abend.